Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum kleinen Einschätzung und Tippabgabe zur Europameisterschaft, Leute. Ich habe ein neues Outro gemacht, ne, mit so ein paar Stimmen von der Nationalmannschaft. Und da kribbelt's schon ein bisschen, ja. Da kommt wieder die gute alte Zeit. Ich glaube auch da, ihr wisst ja, ich bin nicht so drin im Thema Nationalmannschaft. Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, warum, wieso, weshalb. Und am Ende des Tages glaube ich einfach, es fehlen die Typen, Alter. Ja, ich habe mir gerade so ein paar alte Interviews angeguckt und so, wenn du da so ein Schweini und Poldi und Müller, das fehlt einfach. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, der noch dazu kommt zu den anderen Geschichten alle, warum ich persönlich die Nationalmannschaft die letzten Jahre relativ wenig verfolgt habe. Aber dieses Jahr gehen wir rein, wir gucken uns auf jeden Fall die 3 Vorrundenspiele an. Ich werde mir die EM generell ein bisschen angucken. Habe ich Bock drauf. Und von daher, ja, gehen wir jetzt mal durch. Ihr wolltet eine EM-Prognose von mir. Ich muss noch tippen. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein in die Reaction hier. Und unser EM-Tippspiel, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne daran teilnehmen. Ihr könnt aber auch so einfach suchen, Red Munich EM. Ja, die ersten 3 bekommen auch einen kleinen Amazon-Gutschein. Genau. Und wir gehen jetzt einfach mal rein in die Tippabgabe, weil ich muss da die Gruppensieger tippen und den Europameister tippen. Und dann habt ihr gleich meine Prognose mit. Wichtig nochmal, wie gesagt, ich bin, was Thema Nationalmannschaft anbelangt, die letzten Jahre komplett raus. Auch was andere Nationen angeht. Also werdet ihr jetzt hier eher, ja, die Tipps hören von jemandem, der vielleicht auf dem Stand von vor 10 Jahren ist, was Nationalmannschaft anbelangt. Und dann schauen wir mal, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das bei mir so wird. Gut, fangen wir mal an. Den Spieltag tippe ich zum Schluss. Wir fangen mal hier unten an. Das ist ja was euch interessiert. Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Ja, da geht's schon los, Alter. Da geht's schon los. Ich nehme mal England mit Harry Kane, Alter. Kurz und schmerzlos aus alter Bayern-Verbundenheit. Ich wüsste nicht bei Deutschland, wer da jetzt super konstant da die Tore knipsen sollte. Ich denke, wenn, werden es viele verschiedene Spieler werden. Ansonsten, ich überlege mal gerade, Ukraine, Türkei, Tschechien, Spanien, Slowenien, Schweizer, Schotten, Rumänien, Portugal, Polen. Ja, gut, Levi, wenn er nochmal aufdreht. Ich weiß nicht, wer in Holland da der Stürmerstar gerade ist. Italien, ja, Georgien, Frankreich. Gut, ein Mbappé ist natürlich auch immer für, ich bleib auch bei meinem Bauchgefühl. Ich nehme Harry Kane aus England. So. Dann gehen wir erstmal die Gruppen durch. Dann weiß ich auch überhaupt mal, welche Nationen alle bei der EM dabei sind. Genau so bin ich nämlich voll drin im EM-Fieber, Leute. Aber wie gesagt, so langsam kommt es bei mir ein bisschen auf. Ich habe mir ein paar alte Interviews angeguckt. Wer weiß, vielleicht tun sich ja mal ein paar Charaktere in der aktuellen deutschen Nationalmannschaft hervor. Wer gewinnt die Gruppe A? Leute, Deutschland, Schottland, Schweiz, Ungarn. Wenn du die Gruppe nicht gewinnst, dann weiß ich es auch nicht. Also da musst du durchmarschieren. Feierabend. Da müssen wir nicht groß diskutieren, denke ich, oder? Gruppe B haben wir Albanien, Italien, Kroatien, Spanien. Oh, das ist schon interessant. Kroaten sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Könnten auch für eine Überraschung sorgen. In der Gruppe Italien, Spanien. Ja, normalerweise musst du auf Spanien gehen, war so Standard. Ich weiß aber auch nicht, wie Spanien in der Nationalmannschaft aktuell drauf ist. War ja sonst immer der große Gegenspieler, haben uns ja auch oft den Zahn gezogen, uns Deutschen. Ja komm, ich gehe mal auf Standard, wir nehmen mal Spanien, oder? Italiener ist halt auch immer so, ne? Italiener sind eigentlich auch eine Turniermannschaft. Ja, wenn wir realistisch sind, Spanien, ich bin gerade kurz am überlegen, ob ich vielleicht auf Kroatien nur als Außenseiter. Ja, ich lasse erstmal Spanien drin. Gruppe C. Dänemark, England, Serbien, Slowenien. Ja gut, das müssen die Engländer machen, da gibt's auch nichts zu diskutieren. Gruppe D, Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen. Ja, die Polen weiß ich auch nicht, das ist auch immer mal so, mal so.
Frankreich oder Holland, Gruppensieger. Da musst du auf Frankreich gehen. Wer gewinnt Gruppe E? Belgien, Rumänien, Slowakei, Ukraine. Ja, normal musst du Belgien nehmen, ne? Slowakei, Ukraine. Ukraine kannst du gar nicht bewerten. Slowakei ist auch immer für eine Überraschung gut. Rumänien kann ich gar nicht einschätzen. Ich nehme Belgien. Wer gewinnt die Gruppe F? Georgien, Portugal, Tschechien, Türkei. Ja gut, dann nehmen wir Portugal. Das sollte ein Selbstläufer sein. Obwohl Türkei kannst du auch nicht einschätzen, Alter. Die spielen mal so und dann sind die wieder völlig am Boden. Tschechen sind nicht mehr so die Tschechen von früher, glaube ich. Bin ich aber auch nicht drin. Georgien auch immer für eine Überraschung gut. Ich nehme mal Portugal. Wer wird Europameister? Naja, ich bin Deutscher und ist eine Heim-EM. Kommen wir nicht drum herum, Deutschland zu nehmen. Wa? Wir müssen believen, Leute. Anders geht's nicht. Wie ich sagte, das ist der Stand von vor 10 Jahren und da waren diese Nationen vorne. Ich weiß nicht, ob jetzt hier die Kroaten könnte man hier, glaube ich, auch nehmen. Könntest aber auch die Italiener nehmen. Hier ist für mich eigentlich klar, gute Ideen, ne? Mal als Nachzügler Europameister geworden, darf man auch nicht unterschätzen. Hier kannst du natürlich auch die Niederlande nehmen, gar keine Frage, ja. Aber Frankreich hat, glaube ich, schon mehr Qualität eigentlich. Hier ist für mich eigentlich eine klare Kiste mit Belgien. Genauso wie hier. Aber da kann auch irgendwas überraschen, ne? Man weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall meine Tipps, Leute. Gut, gehen wir mal aufs Halbfinale. Ich habe gar keine Ahnung, was möglich ist. Da müsste ich ja erstmal, warte, ich mache mir mal einen Turnierbaum auf. Mal gucken, ob ich den finde. Weil ich glaube, es ist ja gar nicht alles möglich, was ich da auswählen kann, oder? Turnierbaum. Noch offen. Okay, dann wird das doch ausgelost. Dann ist das doch nicht wie in der Dingens. Okay. Gut, dann können wir da voll reingehen. Ich dachte, das wäre ähnlich wie die neue Champions League-Geschichte da. Dann ist das ja gewisse Sachen ja gar nicht möglich. Okay, wer erreicht das Halbfinale? Da wir Deutschland als Europameister drin haben, muss natürlich Deutschland schon mal ins Halbfinale, wa? Haben wir schon mal einen von 4, Leute. So, wen schätze ich sonst am stärksten ein? Die Frage ist natürlich, das hängt natürlich ein bisschen von der Auslosung ab. Ich schätze die Engländer schon sehr stark ein. Nicht zuletzt wegen Harry Kane. Normalerweise müsstest du die Franzosen halt auch nehmen. Ich weiß aber nicht, inwieweit Frankreich auch ein bisschen auf junge Spieler setzt. Aber Frankreich hat so ein Riesenpotenzial an Spielern, Alter. Das ist schon abartig, ne? Was die an Potenzial an jungen Spielern haben. Ich meine, wir sehen es allein in der Bundesliga. Also von daher werde ich Frankreich mit reinnehmen. In der Regel ist es ja so, dass dann noch so eine Überraschungsnation meistens auch vielleicht vorstoßen kann. Schwierig. Normal würde ich Spanien nehmen. Wäre ein No-Brainer oder Portugal. Obwohl Portugal weiß ich auch nicht, ob die immer noch so performen. Also eigentlich musst du Spanien nehmen, aber ich gucke mal kurz durch. Vielleicht lasse ich mich noch hinreißen zu irgendeinem. Gut, du könntest auch die Niederlande nehmen, ne? Ist ja so ein bisschen auch eine Heim-EM für die Niederlande, oder? Nebenan. Komm, ich nehme die Niederlande. Fertig, aus. Ein bisschen Nachbarschafts... Ich schon mal auf Speichern hier. Ein bisschen Nachbarschaftsunterstützung. Ja, Leute, das ist meine Prognose für die EM. Machen wir vielleicht noch größte Enttäuschung und größte Überraschung. Größte Enttäuschung nehme ich Italien. Scheiden in der Vorrunde aus. Bildertag, ich weiß, sorry. Ich mag die Italiener, Leute. Ich wünsche den Italienern nicht, aber irgendwann muss ich ja jetzt hier nehmen, ey. Ich habe halt keine Ahnung, Leute, ne?
Obwohl, wir könnten auch die Türkei nehmen als größte Enttäuschung, oder? Ich denke, die Türkei ist auch wieder, hat wieder die Hoffnung schlechthin. Aber auch da weiß man nicht. Ich habe auch nichts gegen die Türken, Alter. Ist halt schwer vorherzusagen. Ich bin halt absolut nicht drinne in den Nationalmannschaften, Leute. Okay, ich mache mal so. Ich würde Italien oder Türkei. Aber das Schöne ist, für alle Italiener und Türken, wenn ich das sage, passiert meistens genau das Gegenteil. Ne? Also wird das für euch wahrscheinlich die EM schlechthin und ihr kommt beide ins Halbfinale. Und für die 4 Nationen, die ich im Halbfinale habe, sorry dafür, Leute. Größte positive Überraschung? Würde ich die Kroaten nehmen? Und ich nehme mal die Österreicher aufgrund von Ralf Rangnick. Auch wenn die ja gerade auch ein bisschen schwächeln, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Rangnick da ein gewisser Faktor ist. Ja, da lege ich mich mal drauf fest, Leute. Gut, dann gehen wir mal rein in den ersten Spieltag. Deutschland war ja bisher nicht wirklich überzeugend. Wa? Gegen Schotten ist immer schwer zu spielen. Von daher mache ich mal ein popliges 2:1. Da Manuel Neuer ja aktuell immer für einen Fehler gut ist. Ja. Ungarn-Schweiz ist für mich ein Spiel auf Augenhöhe. Ganz schwer zu tippen. Wir sehen hier von den Quoten her, hat Schweiz einen kleinen Vorteil. Ich weiß auch gar nicht, kann man das eigentlich nicht auch ausstellen hier? Warte mal kurz. Ich schau mal eben. Ich meine, das konnte man auch ausstellen. Kann ich das denn nur für mich oder kann ich das als Spielleiter ausstellen? Ich mag's halt nicht so, ich meine, Werbung, alles gut und schön, aber irgendwie für Wettanbieter irgendwie Werbung machen. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so, was ich fühle. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde sowieso schon krass, dass hier sämtliche Wettanbieter hier, Winmars, OZ und hast du nicht gesehen. Weiß ich nicht. Gut, finde ich jetzt nicht. Müssen wir jetzt mal einmal durch. Aber ist jetzt nicht. Ich meine, in der anderen, in der Red Munich habe ich es jetzt auch aus. Ne? Da muss ich gleich nochmal gucken. Aber ist ja kein Thema. Wir wollen einfach. Genau so. Gut. Hier hatten wir 2:1. Ungarn, Schweiz, sage ich mal 1:1. Spanien, Kroatien, ja, da kommen wir schon dazu, ne? Wenn ich sage, Kroatien ist für mich so eine Überraschung, mache ich hier mal ein 2:2. Normalerweise soll das eine klare Kiste auch für Spanien sein, aber ich traue den Kroaten ein bisschen mal zu. So, Italien, Albanien, das wird ein ganz abgebrühtes 1:0 von Italien. Ja, uns ja nichts vormachen, oder? Polen, Niederlande, ja, ist für mich auch eine klare Kiste. Mit dem 1:3. Ist wahrscheinlich schon wieder zu hoch gegriffen. Wahrscheinlich sehen wir wieder relativ wenig Tore. Aber vielleicht sehen wir auch mal einen super Offensivfußball. Ja. Polen, Niederlande, 15 Uhr. Das ist perfekt, oder? Das kann ich mir voll reinziehen. Sehr geil. Freue ich mich drauf. Gutes Spiel. Slowenien, Dänemark. Da wird's schon wild. Mache ich 1:2. Serbien, England. Ja, für mich eine klare Kiste. Mache ich mal 2-mal Harry Kane. So. 0. Das sind meine Tipps für die Europameisterschaft. Nochmal, ich bin voll nicht drin in Nationalmannschaftsgedöns. Ich habe aber ein bisschen Bock mittlerweile auf die EM. Aufgrund, dass ich mir, habe ich ja gerade schon gesagt, so ein paar alte Klamotten reingezogen habe. Das war schon ganz witzig. Und wer weiß, vielleicht springt der Funke über. Wenn nicht von der deutschen Nationalmannschaft, vielleicht, weiß ich nicht, von den Holländern oder Italienern oder Türken oder sonst wen. Man wird mal sehen, welche Mannschaft begeistert. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Spiele angucken. Gerade immer diese 15 Uhr Spiele sind super für mich. Den Rest muss ich mal gucken. Aber wenn da ein interessantes Spiel bei ist um 18 Uhr, denke ich, ja, werde ich mir das auch eher mal geben, als dass ich irgendwie einen Gaming-Stream mache. Gut, in diesem Sinne, Leute, nichtsdestotrotz rot-weiße Grüße und natürlich schwarz-rot-goldene Grüße gehen raus.
und gönnt euch den Abspann, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal natürlich. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus und nun noch mal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. You're the top striker Ich muss jetzt zuhören. of the whole world championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Scheibe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du ganz nicht. ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken und bist schön locker. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.